Der Mr. Pacer. Ja gut. Wir probieren es mal mit Diplomatie. Und wenn ich auch nicht helfe, dann ramm ihn weg. Dort im Hauptquartier, was gibt denn da? Willkommen in Vegas. Benehmen Sie sich. Ja, ich nehme nicht an. Was steht da? MP. Hey Cowboy, du nicht da drin. Und wird es plaudern? Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Ja, also gut. Und ich wollte mal unbedingt erzählen. Hey, Ein Vieh-Treibstopp. Wir haben den Key. Die Ranger-Veteranen waren in Baja im Das Einsatz. ist zu. Wenn sie hier sind, dann sind wir eine ganz andere Armee. Oh Gott, ich hau ab. Die quatschen mich tot. Aber ich würde sagen, wir laufen mal zum King. Warte mal. King's Gambit. War der nicht gleich da vorne? Kann ich sehen? Da sind wir, Casey. Maybe du mehr drücken. Haut so aber nicht hin. Ronne, weg bei den Kings. Steht der Chef da drin? Schon geht. Dem Roboköter. Ja, der Pace ist auch da, das trifft dich ganz gut. Die Lage ist viel besser geworden, seitdem Sie uns mit den Soldaten geholfen haben. Danke nochmal. Also, was kann ich für Sie tun? Pass auf, zwecks der Gewalt. Das ist ja erste Sahne. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich sowas abziehen könnte. Auf jeden Fall werden Sie das. Ich mache mir nur um ein paar andere Einheimische Sorgen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich diesen Haufen Rabauken gehorsam machen kann, dann sollten 1, 2 Wichtigtuer kein Problem sein. Okay, das ist ein Wort. Solange ich das Sagen habe, gibt es keine Gewalt mehr gegen die RNK. Aber damit sind wir quitt, verstehen Sie? Damit sind wir quitt. Bumm, das war schon. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Intimsphäre. Geh wieder nicht mehr beim Scheißen. So, das heißt, wir sausen zurück zu Crocker, oder wie er geheißen hat. Jetzt hätte ich gemeint, das wird was länger mit dem King. Alles ging wieder zurück zum Strip. Da tanzt wieder die Puppen, gell? Da ist aber Chefin. Oh, hi. Danke nochmal für Ihre Hilfe mit den Daten. Auch wenn es nur 30 Sekunden waren und es nicht viel gebracht hat. Wir haben es versucht. Nach 2 Versuchen weiß ich jetzt wohl genug. Es gibt sicher etwas, wobei ich den anderen Anhängern besser helfen kann. Stimmt. Vom ersten Mal habe ich Ihnen gar nicht erzählt. Darüber würde ich auch lieber nicht sprechen, wenn das okay ist. Stimmt.
Okay, der erste Versuch war weniger professionell. Jemand Wichtiges auf dem Strip hatte Zugriff auf Technologien von Mr. House. Genau gesagt auf einen Securitron. Und noch genauer gesagt war dieser jemand Benny. Ich weiß, er hat sie in den Kopf geschossen und so. Aber das ist eine Weile her. Ich wusste, dass er ein Widerling ist, aber nicht, dass er so kaltblütig ist. Auf keinen Fall. Benny war diesbezüglich sehr verschwiegen und geheimniskrämerisch. Aber er ließ mich eine Weile in dem Ding herumschrauben. Am Ende half ich Benny deutlich mehr als er mir. Sobald er Zugriff auf den Datenspeicher des Securitrons hatte, warf er mich aus dem Tops. Was für eine Überraschung, nicht wahr? Damit hätte ich rechnen sollen. Der Securitron wurde irgendwie deaktiviert. Bei dem Schaden, den ich feststellen konnte, könnte es ein EMP gewesen sein. Auf jeden Fall wollte er, dass ich ihn wieder aktiviere und ihn mit dem Datennetzwerk von Mr. House verbinde. Und zwar so, dass er unentdeckt bleibt. Wenn Mr. House einen abtrünnigen Securitron in seinem System entdeckt, schaltet er ihn über das Netzwerk aus. War kompliziert, da herumzukommen. Ja, hört sich seltsam an. Aber ich dachte mir, schlecht über einen der mächtigsten Männer auf dem Strip zu reden, wäre eine schlechte Idee. Ich erzähle Ihnen das nur, weil er ja jetzt Geschichte ist. Was wollen Sie denn wissen? Wir waren eine halbe Minute verbunden und erhielten genug Daten für 5 Holodisks. Sah anfangs unbrauchbar aus, aber wir konnten es entschlüsseln. Es waren biometrische Daten, Vitalzeichen von Mr. House. Seine Technologie ist so fortgeschritten, dass sie hunderte Male pro Sekunde Daten erhebt. Das ist faszinierend, aber bedrückend. Es gibt keine Möglichkeit, wie man seine Technologie für die Leute hier draußen einsetzen könnte. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Stimmt. Alter, so weit waren wir schon. Was wollen Sie? Seit ungefähr 5 Jahren. Ich habe Familie in Arroyo, aber bei den Anhängern kann man etwas Gutes für die Menschen tun. Die Steuern der RNK und die Inflation waren zu vielen Menschen hart. Und das meiste Geld fließt in die Kriegskasse. Es gibt beim AWI oder anderen Gruppen kaum Mittel für medizinische Forschung. Zumindest solange es nicht um militärische Verwendung geht. Wir sehen uns. Der Mr. House. Können wir den nur deaktivieren? Wenn den Kasperl möchte ich nicht mehr arbeiten. Aber erstmal zurück zum Botschafter. Er hat eine der Idee, sagt Mr. House. Warte mal, was haben wir noch? Ein Geschenkeladen. Volt 21. Da geht zu Volt 21. Tatsächlich schön. Aber da mach ich noch nicht ruhig. Hallo. Sarah, hey du geile Puppe. Buttercup. Hi, ich bin Sarah. Sarah Weintraub. Willkommen im schönsten Vault-Hotel der ganzen Welt. Nein, Dummerchen. Natürlich war es nicht immer ein Hotel. Ich bin an diesem Ort aufgewachsen. Ich liebe ihn. Er ist der schönste der Welt. Nicht, dass ich viel von der Welt kenne. Genauer gesagt bin ich noch nie hier rausgekommen. Aber das hier ist die tollste Vault aller Zeiten. Meine Vault ist New Vegas pur. Jeder hat eine Chance und die Glücksfee lächelt, wenn sie gut spielen. Okay, so war es, bevor wir gehen mussten. Vault 21 hatte schlaue Methoden, um Zwietracht zu vermeiden.
Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten wurden mit Glücksspiel entschieden. Ich führe Sie kurz durch mein Zuhause. Oh klar, natürlich nur, wenn Sie wollen. Doch hier zu Hause, ja, bloß nicht. Okay. Am Schluss tut man nur ihre Unterhosen. So, wir wollten eigentlich zum Botschafter. Kettenterminal. Also, wenn du mal ein Hotel brauchst, dann weißt du, wo Volt 21 ist. Die Bots haben genug Feuerkraft für eine ganze Abend. Botschafter, mach dich bereit. Ich komme zurück mit den besten Nachrichten. Ah, hallo. Ich nehme an, Sie haben einen Bericht zur Situation in Freeside? Selbstverständlich. Ja, haben Sie etwas zu berichten? Schön zu hören. Er hat eine Menge Einfluss in Freeside, also können wir damit rechnen, dass die Gewalt bald deutlich zurückgeht. Jetzt zu Ihrer Belohnung. Das war ein etwas kompliziertes Thema, aber ich konnte das hier für Sie rausschlagen. Selbst in der Kronkorken. Passt schon. Ich habe eine Nachricht von Colonel Moore am Hoover-Damm erhalten. Sie hat Ihre Bemühungen verfolgt und würde sich gerne mit Ihnen treffen. Sie sind offiziell kein Mitarbeiter der RNK, also zwingt Sie nichts zu gehen, aber an Ihrer Stelle würde ich hier bald einen Besuch abstatten. Der Colonel ist nicht jemand, den man warten lässt. Colonel Moore. Das ist eine Dame. Für die Republik. Ein Safe-Schüler, Jomi Sau. So, pass auf, Buben. Ich würde sagen, wir schauen noch zum Hoover-Damm. Und dann legen wir eine Pause ein. Hi. Oh, Scheiße, da drunten. Vom Boulder City aus. Ja, Boulder City. Ich glaube, da waren wir mal, oder? Ganz am Anfang. Und wie kommst du um zu den Damm? Morgen gefragt behaupten, bei den Hoover-Staudamm gibt den großen Showdown. Irgendwann einmal. Also Casey, da gehen wir nicht um mich. Mit Uri wird eigentlich drin sein, oder? Und drum schaut es auch schlecht aus. Er bedeutet außen rundum. Wie meistens halt. Wenn du irgendwo rundum kommst. Also ich sag mal, es wird ein großer Umweg. Der wieder um mich? Nein, schön.
Da bin ich bei der Ranger-Station. Die Ranger-Station Delta. Aber warte mal, das schaut gut aus. Und die Aussicht war blendend. Hey, du hier. Haben sie ja auch Tochter? Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Du sag mal, sind das Battle? Ich nicke. Colonel Moore, wahrscheinlich da drin. Der Hufer staut um. Aha. Bin ich da einmal. Besucherzentrum.